Grüß euch, servus, grüß dich hin. Es wird Zeit mit Musik verwehen. Wir spielen für euch die 16er Uhr. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon veralt. Das Wiener Lied wird sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir noch den Werner Schau. Die Quetschen klingt nicht super fein, die Kontrabomben hinten rein. Und das Gesage klingt jetzt auch schon recht human. Trommel und grüß euch, servus, grüß dich hin. Es wird Zeit mit Musik verwehen. Wir spielen für euch die 16er Uhr. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon veralt. Das Wiener Lied wird sicher nicht verloren. Grüß euch, servus, grüß dich, habe die Ehre. Habe die Ehre. Hui. Herzlich willkommen bei uns wieder mal da aus dem Studio der 16er Bub. Es ist eine große Ehre, heute wieder bei dir Gast sein zu dürfen. Gott sei Dank wieder gesundet. Gott sei Dank, so halbwegs, ja, kann man sagen. Ja, bin schon wieder fit. Das ist gut so, das ist gut. Ich bin heute drauf gekommen, auf den Namen dieses Studios, nämlich Studio Donaufeld. Stimmt, ja, wir sind im Donaufeld da daheim. Ja. Streng genommen waren wir eigentlich schon Leopoldau. Gaswerk. Na, Gaswerk. Da war nicht Leopoldau, nicht immer ein Gaswerk. Nein, streng genommen waren wir schon Leopoldau, aber früher war das nämlich Donaufeld. Wobei jetzt da gehört es eigentlich zu, was gar keiner kennt, zu Neujedlersdorf. Neujedlersee? Nein, Neujedlersdorf, was weiß ich. Neujedlersdorf habe ich auch noch nicht kennt. Ja. Komplett unnötig. Groß-Jedlersdorf kenne ich, ja. Genau. Jedlersdorf Ja. kenne ich, Jedlesee kenne ich. Neujedlersee oder Neujedlersdorf. So irgendwie. Ist ja wurscht, wir sagen immer noch Donaufeld. Ich bin am Donaufeld. So, warum haben wir da alle? Wir freuen uns. Alle da. Nicht beim Klaus und Patrick wie vor 2 Wochen. Achso, ja, das war die Lasagne. Die Lasagne. Die war übrigens ausgezeichnet. Ja. Vor 2 Wochen Lasagne aus. Heute gibt es Chili con Carne. Für nach der Sendung, wer will. Patrick fährt wahrscheinlich heim, weil er nur daheim verwöhnt wird. Ja, einfach, beziehungsweise bin ich ja auf Diät, ne? Das ist ja Fastenzeit auch ein bisschen. Ja, aber. Ich halte mich auch ein bisschen zurück, es tut mir ganz gut eigentlich. 2 Kilo bin ich schon leichter geworden die letzte Woche. Das liegt vielleicht aber nicht an der Zurückhaltung, sondern vielleicht, weil ich nicht so ganz fit war. Ja, aber auch, ne? Dann kann ich leicht annehmen. So, ne? Fritz Stadtgos, guten Abend zusammen. Güte, euch Rüssel, super quetschen. Hendrix ist gesund. Hab ich Jawohl. gesagt, ja. Ja, Dursten habe ich aber so. Die Weilkeit ist da, die Spätschicht. Weilkeit hat Spätschicht, aber sie ist da. Freue mich. Servus. Ich habe ihm den Namen gegeben, weil er so mitfühlt, wie er spielt, der Günther. Ja, der Quetschen Hendrix. Ich glaube, der Patrick hat nichts gegen ihn. Ja, gegen einen Jimmy habe ich überhaupt nichts. Susanne Bohm ist da, aller Burschen. Servus. Die Achteln fliegen schon wieder einer. Jawohl. Wen haben wir da? Was haben wir da? Daniel Schlögl, grüße euch, heute nur Zuhörer dabei, muss nebenbei Kuchen backen für die Arbeitskollegen. Daniela Schlögl. Na wunderbar, Backen. Kuchen backen ist ja auch gut. Ne? Das ist gut, aber warum für die Arbeitskollegen? Wieso nicht für die Künstler? Für die Gemeinde? Naja, gut. Aber ja, wenigstens zuhörend, große Freude auch dafür. Grüß euch, Buben, Roman Lutte, Michael Stark, herrlich, schau dir für. Der Franz Brandwandwein ist da, servus, grüß dich Gott. Thomas Faber, hallo Burschen, grüß dich Gott. Hubert Hinkhofer aus dem Pfaffenwinkel, servus, grüß dich. Boy Sitz ist wieder da. Benjamin Rödener, Jedidorf. Jedidorf ist gut. Wenn die Macht ist mit mir, die Macht mit mir sein ist. Na, wurscht. Es wird nicht besser, es ist wurscht. Drüber der Donau, halt, sagt der Ferchen. Naja, ja. Wie war er? Ja. Thomas Bastelecke, mein Bruder, meine Mutter Gerda Steirer, servus ihr zwei. Gerda, servus. Alles versammelt. Ich glaube, das ist dann die richtige Zeit, dass wir zur Rubrik kommen, die sie eigentlich jetzt wirklich schon eingeführt hat. Absolut. Muss ich sagen, die wirklich eines der Stammprogrammpunkte unserer Sendung ist, der 16er Buben Pawlatschen, nämlich das Unbottling.
Bitte, Klaus, du darfst heute, ich übergebe es dir heute gerne. Nein, das ist dein Job. Darf ich wirklich das machen? ist dein Job. Das Ich hab's Ich so wollte- rausgerissen. Es ist ja so, ich hab gespielt bei der 10er Marie letztes vor einem Monat. Monat, ja. So. Und morgen übrigens wieder. Gibt noch Platz frei, also wenn die 10er Marie morgen kommen will, einfach anrufen oder melden, wie auch immer. Oder einfach hinkommen. Auf die Homepage schauen, bei uns sind alle Dinge, wo man reservieren kann. Also entweder bei mir oder bei der Gerti Huber bei der 10er Marie direkt. Ein paar Plätze sind morgen noch frei ausnahmsweise. Ja. Ja. Und da habe ich zur Gerti gesagt, zur Huber Gerti, zur Chefin, sage ich, erst, wir haben da so eine Sendung laufen und hin und her und ich brauche eine Flasche Wein. Und ich habe gesagt, schenk uns eine Flasche Wein. Haben wir nicht gesagt, zwei? Das Eine. Also, nein, Du hast gesagt, ich habe nur gesagt, eine, Nein, gell? ja. Scheiße. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, schenk uns eine Flasche Wein, weil das trinkt man von der Kamera. Also so gesehen müssen wir es ankündigen als Werbung. Weil haben wir eigentlich gekriegt. Also ich meine, ich hab's Na geschnurrt. gut, er hat es geschnurrt. Nicht? Also, Das war das gleiche wie mit dem Mammutwein. Nicht? Den haben wir auch dann die zwei Flaschen gekriegt. Da waren es zwei Flaschen. Ei, das habe ich nicht da wieder. Aber ja, auf jeden Fall, ich habe es erschnurrt und gesagt, wir wollen das. Und sie hat natürlich sofort gesagt, ja, na, da ist sie dabei. da ist sofort dabei gewesen. Auch der Thomas Huber, der ist ihr Bub. Ist der Bub von der Ja. Gerti, ja. Und das ist der Kellermeister jetzt von Vollgassler Huber. Schon seit ein paar Jahren. Ja. Gell, Thomas? Ich weiß nicht, wie lange, aber ist schon eine Zeit wieder, ja. Ja. Und Jedes Jahr Goldmedaillen verschiedenster Art und so in Wien. Also, sehr gut. Also für Ja, einen absolut Heurigen gut, ja. dieser Größe, also für ein Weingut oder für Wiener Heurigen, wie sagt man da, Dynastie, in der Größe ist es eigentlich erstaunlich gut. Weil die Gefahr ist immer bei großen Sachen, nicht, dass das dann ein bisschen leidet. Aber Vollgassler Huber muss ich sagen, egal wo, Essen, Trinken, immer Welt. So, auf jeden Fall habe ich ihr das Flaschel rausgerissen. Insofern ist das jetzt eine Werbung, weil wir nichts gezahlt haben. Aber geschnurrt. Wir haben es geschnurrt. Wir haben es nicht von ihr bekommen, so von sich aus, sondern aufgrund. Der Patrick ist dran zum Aufmachen. ich darf wieder öffnen hier. Und zwar ist es diesmal der Wein der Furgastelhuber 68. Was bedeutet die 68? Das ist die Adresse, wo die Furgastelhubers in Neustift daheim sind, einfach 68. Das Ganze ist ein Wiener gemischter Satz. Also sprich verschiedenste Sachen, die gemeinsam gewachsen sind, gemeinsam gelesen, gemeinsam gekeltert und dann gemeinsam abgefüllt worden sind in das Flascherl da hinein. Das ist jetzt ein Jahrgang, warte, da muss ich nachschauen. Entschuldigt, kurz einmal. Schätze ich mal. Das ist ein 18er, 2018, genau. 13,5 Volumenprozente. Genau, sonst noch irgendwas Interessantes drauf. Nein, eigentlich. Interessant war es noch, was es aufmachen. Aber ein schönes Flascherl, also mir gefällt das Etikett auch. Das ist das alte Straßenschild nachempfunden. Also das Hausschild. Das gefällt mir gut. Gefällt mir optisch auch sehr gut. Neustift am Walde. Riedneuberg, gefällt mir sehr gut. Ja, dann kann man nicht lange mal tun. Mach auf. Jawohl. Er korkt nicht, Thomas. Quart nicht Ein gut. Scherz am Rande. Das ist schon mal gut. Ein Schraubverschluss, kein Kork. Was mir persönlich sehr gefällt. Ich bin ja ein Fan der Schraubverschlüsse, muss ich ehrlich sagen, ich gebe es offen zu. Das haben wir bei jeder Sendung schon angesprochen. Ich erwähne es nur kurz Naja. immer wieder. Immer das Gleiche. Siehst du, wo du was einschützt? Ne? Ja, nicht Wenn wirklich. ich den einschütte, kann ich Nicht wirklich. Da, ist noch gar Aber. nicht da, glaube ich. Ist noch gar nicht da. Wer denn? Ne? Unser Ronald aus Hamburg. Ich lasse ihn auch offen. Muss ich warten, bis er kommt, weil vom Ronald haben wir gekriegt diesen Frokade-Laster. Das ist jetzt keine Werbung. Nein, den habe ich geschenkt gekriegt. Und den habe ich jetzt daher gehängt, weil wir ja keine Frokade trinken, Da kann sondern... ich Wein nicht herstellen. Wieso? Da bläst es fertig warm aus, damit man der Wein warm. Schneller trinken. Schneller trinken. Also sehr zum Wohle. Prost. Verrückt. Ich glaub- so. Gemischter Satz. Ich liebe gemischten Satz. Ich sag's, wie es ist. Ein bisschen so Pfirsich, oder? Dann das eher. Ja, so ein Weingartenpfirsich, gell? Vielleicht ist es ja Pfirsichsaft. Ein Bago. Oder so ein Zonkan-Rauchsaft eingestellt. Nein, das ist schon. Ja, gut. Sehr fruchtig. Das ist interessant. Weingarten, Pfirsich oder Nektarine? Pfirsich, ja. Na, irgend sowas, ja. Da hinten doch ein bisschen. Steinobst. Ja. War gut, ja, aber so Zitrus, so Fast aber ein bisschen Soft, so Pink Grapefruit oder so saftsäurig. Saftsäurig. Sehr gut. Herrlich. Herrlich. Gefällt mir.
Gefällt mir, gemischter Satz vom Furgasselhuber. Sehr leibend. Kein Rüdesheimer Danke, Niertritt. Gerti. Danke, Thomas. Unbedingt, dankeschön, ja. Ja, ich könnte uns den nicht schnell aus. Umgekehrt. Ich könnte uns nicht schnell warm. Da schon, da Nehmen wir das Flascherl. Das ist die Frage jetzt. Ne? Dein Glasl interessiert mich nicht, ob das warm wird. Ja, das glaube ich, aber mich. Aus dem Bayerischen Winter ist der Sepp Komet dabei. Da freuen wir uns. Andreas Christener ist wieder da, super. Servus. Halt, ui, was ist da? Aha, der Fritz Stadtgast trinkt einen grauen Burgunder vom Kaiserstuhl. No. Ein Pinot Grigio, quasi. Wie die Italiener sagen. Roman Luthi, schau dir, dass du am Sonntag nicht in die kalte Kugel mitgefahren bist, war nicht so pipi kalt. Nein, Roman, ich habe mich mal anders entschieden. Ich habe am Sonntag eine Fahrt durchs Weihviertel gemacht. Herrlicher Sonnenschein. In Eibistal vorbei, bin aber nicht eingekehrt, weil mir dann trotzdem schon kalt worden ist. Ich muss ihn rügen. Fahrt doch Eibistal und Leute nicht einmal an, wenn Ja. ihr hast. Aber wobei du eigentlich das Ziel warst. Ich habe mir gedacht, ich fahre zum Patrick, Leute dann dort da nicht, und trinke einen Kaffee. Und dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt bin ich schon so am Fahren, jetzt fahre ich weiter, weil sonst bleibe ich da wieder ewig hängen, plaudern wir wieder über Gott und die Welt. Und dann ist es finster und eiskalt, bis ich Vor allem, heimkomme. es hätte ja einen Apfelkuchen und eine Vanillesauce gegeben. Ja, Frisch und zum gemacht. Mittag ein Reisfleisch hat er gesagt. Wenn ich das vorher weiß, Ja. schaut die Sache anders aus. Aber wie gesagt, das war mein Alternativprogramm zur kalten Kugel. Und da, wie gesagt, war Sonnenschein, was herrlich. Lasst ihn euch gut schmecken, sagt der Thomas Fabra, danke dir. Ja, schmeckt auch sehr gut. Schmeckt wirklich gut, ja. Nach der zweiten Flasche wird gesungen, sagt der Stefan Erschbauer. Nein, nach der zweiten nicht. Wir singen gleich wieder, was? Gleich. Außerdem, wir haben keine zweite Flasche noch. Ist eh besser, ist eh besser. Ja, Ich schlafe ja nicht da heute. das stimmt. Von Ich dem fahre ja her. dann nach Hause. Ja, aber ich fahre ja nicht mehr. So gesehen. Wildkeit, Prost, die Achteln fallen rein. Harry Schneider-Fonte ist dabei, große Freude. Grüß euch Gott, Grüße von 22er Pur, ja. Nicht zu viel Bibeln, sagt die Mama. Ja, eh nicht. Nein, da haben wir nie, gell? Das haben wir noch nie. Geh. Was in mir sitzt, ist weiß gespritzt, sagt der Franz Brandwein. Jetzt trinken wir noch eine Flasche Wein, bitte singen, sagt der Thomas. Ja. Die Susanne ist stolz auf den Thomas. Ja, der Thomas Fabra hat ja also viel Zent gerissen oder irgendwas. Also hoffentlich geht es dir wieder gut. Das Reden wir wird vom uns sehr Besseren. freuen. Ja, ich habe auch einen Zahnarzt, den ich jetzt ausgemacht habe. Ja, will ich gar nicht wissen. Meine Ja. liebe Freundin Elisabeth Morgen, 3 Weisheitszähne wird sie verlieren. Ja, Das ist, Ja, bei mir auch werden sie mir da wahrscheinlich. das ist nicht Ich lustig. fürchte, es wird einer drauf kommen. Was soll man machen? Was soll man machen? Es ist ja so. Naja, nein, aber das machen wir für den Thomas immer. Jetzt trinken wir noch eine Flasche. Trinken wir noch Nein, das passt. Und natürlich, wenn einer die 10 gerissen kriegt, naja, da muss man. Da die Susanne so. Ich bin heute stolz auf Thomas. Die Susanne schaut, dass er normal ist. Ja, sehr braver Bub. Na, aber was denn? Sehr zum Wohle nochmal. Also, Sehr zum auf Wohle, die ja. Gesundheit, das ist das Wichtigste. Dann machen wir das. Ui, Ui. der Patrick, ganz Ui. viel Geschichte erzählen. Ich spiele heute wieder auf der. Ja, Gott sei Dank spielt der Klaus wieder auf seiner Lieblingsgitarre. Muss man. Lieblings ist so eine Sache, glaube ich, mit Instrumenten. Aber Ja, aber ist schon so, ist schon so. sie war ja bei mir bis vor einer Woche. Ich habe sie neu beseitigt und ein bisschen, sagen wir so, eine kosmetische Pflege betrieben bei dem Instrument. Jetzt schaut es ja wieder optisch auch wieder sehr gut aus. Ist einfach ein super Instrument. Jahresservice. Sozusagen, also das Pickel gemacht. Pickel gemacht. Neue Sachen. Hat ein bisschen länger gedauert, die Beseitung. Liegt auf der einen Seite an mir, dass ich krank war, aber auch, weil der gute Herr Witzmann und die Frau Witzmann ein bisschen einen Stress gehabt haben in der Produktion der Saiten nämlich. Das sind die besten Saiten, die es gibt auf der Welt für die Kontragitarre. Aber sie haben manchmal einen Stress, wenn dann zu noch Ferien sind und dann die ganzen Reparaturen von den Schuhen reinkommen für Instrumente. Ja, Und so weiter und so fort. also ich, furchtbar. Außerdem hat er einen neuen Hals bauen müssen, da hat er mir dazu Ja, ja, der Richard. Und ja, Ja, die viel. Aber Gott sei Dank sind sie wirklich gekommen. Also wirklich, also ich finde es halt die Besten. Das ist wirklich gar keine Werbung, weil ich zahle Ja. jeden Cent und das zahle ich gern, weil es die besten Seiten sind. Contra. interessant, ja. Gibt eh nicht viel, 5 glaube ich, noch. Hersteller. Haben alle Vor- und Nachteile. Der Punkt ist nur der, wenn du viel spielst, sie müssen lang halten und sie müssen gut klingen dabei. Und das ist, gut klingen dann alle am Anfang. Ja, fast. Und je schlechter das sind, desto schneller klingen sie nicht mehr gut. Das heißt, sie verlieren relativ bald eigentlich den Klang.
Ja, und damit sind sie für mich zum Vergessen, da muss ich es auswechseln. Und so ein Seitensatz, naja, das ist ja keine Massenware, ist nicht billig. Also daher ist es auch ein Faktor natürlich. Aber ich bin froh, es ist hergekriegt, der Patrick hat es mir gemacht, Dankeschön. Bin selbst stolz, das ist wirklich schön wieder. Ja, das ist wirklich schön. Ich hab's wieder. Aber ich werde in Zukunft die Sendung wahrscheinlich auf der anderen spielen. Nur jetzt dabei die Seiten leicht drin, deswegen verstimmt es sich so schnell. Jetzt muss ich es halt immer wieder nachstimmen. Ja, wie auch immer, kurzes Zehner, es ist nicht geschehen, da muss man durchbeißen. Darf ich dir nachgießen? Der Benjamin Rüdener, was sagt er, er ist in der Winzkisten geschlafen. Naja, das ist schon in Ordnung. Die fruchtigen Weine, was? Sind mir am liebsten, sagt der Duke auf Floridsdorf. Servus an dieser Stelle. Naja, Roman Luthi, Patrick, darf ich dir mein Moped abbringen zum Polieren? Na, Mopeds poliert er nicht. Nein, Moped ist ein bisschen was anderes. Das habe ich schon gefragt. Das habe ich schon gefragt. Die Hette ist da. Hette als Alsbach. Prost zwar, ich gehe jetzt ins Training, schaue später weiter zum genehmigen mir Glas nach dem Sport. Recht hast du. du. Patrick, dass du wieder gesund bist. Danke, Eddie. Sehr gut. Geh macht einen Sport. Das ist anständig. Während wir alle beieinander sitzen und über Wein trinken und Lasagne und Chili con Carne und sportlichste Kuchen Höchstleistungen haben wir. Ja. Hat einen super Klang, sagt der Roman Luthi. Meine Rede. Absolut super. So, und jetzt auch für den Thomas, nicht, dass er schnell wieder da gesund wird mit seinen Zahndeln. Jetzt trinken wir noch eine Flasche Wein. Hollo, das muss ja nicht das Letzte sein. Hollo, um dieses Jahr gibt's kein Genie. Hollo, da müssen wir noch eins repetieren. Ja, noch eins repetieren. Das Flascherl Wein. Ein Flascherl, das ist schon was Gutes, gefällt Ja, mir immer. absolut. Bei der Gelegenheit Ton, Bild hoffentlich sind in Ordnung, hoffentlich passt. Wir sind heute mehrfach ausgestattet, technisch. Dort ist noch ein zweites Mikrofon, da haben wir noch diese Mikros. Die sind aber nicht für einen Livestream, sondern die sind gedacht, weil ich eventuell noch einen Podcast starten will. Und da ist er quasi auf der Basis der Live-Sendung. Schauen wir mal, ob das was ist nicht wird. so Das schlecht, sind die ersten Tests. Was haltet ihr von der Idee am Podcast? Das würde mich freuen, wenn ihr was reinschreibt. Tut's das? Ob euch das gefällt hat, ob Sie sowas auch huchen jetzt auch. Oder nur Video, oder ob ihr euch das vorstellen könnt. Aber eventuell, wie gesagt, das ist das nächste Projekt, dass wir einen Podcast auch noch starten. Na was, wenn schon Titanic dann erste Klasse. Ne? Was denn? Ja, Sowieso. unbedingt. Gebuchen wir. Was? Ein Geld oder was? Ja, was du das hast. Im Sarg meistens Stier. Naja, hochprimitiv. Gebeugt mir noch dein Gesicht, ich möchte halt fest sein. Nicht wie eine alte Semme, sondern frisch sein. Ich hab noch ein Rendezvous. Da brauche ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Wienerich ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grantig. Ich weiß nicht, was ist anders der Schmuck. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Gestern war ich traurig, wie ich mich in den Spiegel schau. Ich denk mir, mit meinem Gesicht, da kriegst du keine schöne Frau. Plötzlich hab ich eine Idee, die ist doch gar nicht schlecht. Ich frag meinen Freund, ob er mit mir sein Gesicht nicht tauschen möchte. Geburt mir da dein Gesicht, ich möchte halt fest sein. Nicht wie eine alte Semme, sondern risch sein. Ich hab halt noch kein Rendezvous. Da brauch ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Wienerich ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grantig. Ich weiß nicht, Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück.
Oh yeah. Leibende Großartig. Richard Schatbeck und Rudi Lutsch. Herrliche Nummer. Swingend. Echt Mir leibend. gefällt diese swingenden Wiener Lieder irrsinnig gut. Irrsinnig gut. Leibend. Boah, die 8 und fallen Macht auch rein. Spaß. Die 8 und fallen rein. Aber Gräbet muss er sein, sagt der Roman Lutte. Ja, was können wir gleich? Und Ton und Bild okay, sehr gut. Danke. Und Christoph Acker ist dabei. Na und, hallo später, aber doch aus Otterkring ist der Dieter. Servus. Servus, Aus grüß dich. Otterkring, aus Otterkring. Herrlich. Achteln, Weintraum, alles mögliche für die Kleinen. Na gut, aber Gräbet muss es sein. Können wir auch essen. Wir sind nicht Lichtendaler, heißt das, ne? Ja, Singt man. der Gräbe, der Marsch, nicht? Nein. Ja. Stefan Erschbaumer, ich stoße mit euch an, zwar mit einem Vorarlberger Bier, aber ich denke, das passt auch. Zugabe. Stefan, Ist das das Bier mit den Einhorn? Vornburger, ne? Oder was ist das? Ja, ja. Was für Bier trinkst du? Das würde mich Das würde interessieren. mich interessieren, Den interessiert, ja. Ja. Der Harry Schnellefont, der geht schon in Park der Mainz. Harri, nicht besser. Wie soll ich sagen? Wie bringe ich das jetzt um, ohne dass ich die beleidige? Herrlich, ja. herrlich. Charmant wie immer. Ja. Der Günther Eckmann, da super klang die Gitarre. Ja, danke, die hat wirklich. Welke schickt uns Küken. Ja, Natürlich. danke. Wahrscheinlich auch im Namen von Roy Ja. und von Meisli. Ja. Also Bier, na, also auf jeden Fall, Stefan, natürlich, mit Bier kannst du auch auf uns Das habe anschauen. ich gerade angehabt aufs Mikrofon. Das macht, Ja, wurscht. das macht Beim nichts. Umschnallen. Geh, ich schneide die aus. Beim Das habe ich Podcast. befürchtet. Ah, aber das ist eine interessante Frage von Benjamin Röde, ne? Ja. Aber zuerst spielen wir. Ich stelle es noch mit, dass wir es noch nicht vergessen. Was haltet ihr als großer Weinschmecker? Gefällt mir das Wortspiel? Schön. Weinschmecker von den derzeit modernen Naturalwein, Orangewein etc. Aber Gräbel Kommt muss er noch sein, dazu. spielen wir zuerst. Ja. Wir sind alle Lichtendaler, trinken gerne ein Glas Wein und zwei oder drei, dann nicht noch so gut mit Soda. Ja, aber Gräbe, da muss er sein. So ein Tripfel kennt keine Mischung, das ist halt ein echter Wein. Bringt für Leib und Erfrischung. Ja, Obergräbet, ja, Obergräbet muss es sein, jawohl. So schaut's aus. Gräbe dem Arsch. Absolut. Na wirklich, ein Vornburger trinkt er, ein Vornburger. Habe ich mir fast als Vorarlberger gedacht, das wird wahrscheinlich. Der Harry schon davon, den brauchst den Körper an und das war zu viel. Ja, drum eh. Ja, da fallen es eine die Achteln. Ja, eine ernst gemeinte Frage. Ja, und Also, erklär mal, der Pater kennt sich am besten aus. Was ist überhaupt Natural Wein, diese Natural Wein, Wein? diese Orange-Weinschicht ist der, man liest den Wein, presst ihn und lässt ihn dann mehr oder weniger einfach tun, wie er tut. Da gibt es vor allem darunter auch diese Sachen so wie Steinwein, also der dann in Granitgefäßen reift, oder der Amphorenwein, den eingegrabenen Steinamphoren im Boden reift drinnen, und der Wein wird möglichst wenig behandelt. Sprich, es gibt keine Hefe dazu, keine andere. Der fängt von selbst zu gären an, tut einfach dann, das war's. Im Prinzip grob gesagt so. Wenig Eingriff. Wenig Eingriff und gar keine Schönung oder irgendetwas zu machen, ist ja ungeschwefelt das Ganze dann nachher. Ist vom Geschmack her, ich habe schon mehrere kosten dürfen, verschiedene jetzt, aus verschiedensten Gegenden, österreichische Sachen, auch georgische, wo das ganze ja eigentlich jetzt herkommt wieder, aus Georgien hauptsächlich. Ich bin kein großer Freund davon. Es gibt gute. Es gibt gute, ich habe noch wirklich gut noch keinen, mir schmeckt es auch nicht. Ja. Es ist alles Aber es sehr gibt gute. oxidativ, diese Weine. Was eigentlich, man bemüht sich die letzten 50, 60 Jahre, gute Weine zu machen, was wir kennen. Und da macht man eigentlich einen Rückschritt, weil wie mehrere Winzer, Befreundete von mir schon gesagt haben, es schmeckt eigentlich so, wie früher der Haustrunk geschmeckt Ja. hat. Ja, man, es gibt gute. Es gibt gute, aber es ist immer so eine Glücksfrage. Ne? Na, auch die guten sind mir, nein, mir schmeckt es einfach nicht. Hat seine Berechtigung, sie denken viel die Weinbauern darüber nach, wie man das macht und warum man das macht. Alles sehr gut, aber mir schmeckt es nicht. Ja. Also ich habe schon welche getrunken, wo ich sage, das schmeckt mir. Ich weiß nicht so gut, dass ich mir es kaufen will.
Also, Nur dazu, wo wir schmeckt sagen, wir im sind Sinne dann von wirklich ja. in einem sehr, sehr hochpreisigen Sektor danach. Also da kann ja, das kommt ja noch dazu. ein Botön unter 30 € ist sehr selten, wo das sind so 40, 50 € für Botön. Ja, das ist mal viel. Wo ich dann frage, Aber ich könnte ihm nicht sagen, dass wir nicht schmecken, sondern es ist mir einfach, ja, sie sind nicht schlecht. Ja, aber eben, ja, also es ist, ich habe auch noch keinen Reißer gehabt, also Wahnsinn, den muss ich haben, und wie du sagst, um den Preis. Jetzt recht nicht. Aber interessant zum Kosten, weil wenn man nichts kostet, lernt man nichts. Ja. Sag ich mir, kostet prinzipiell alles immer und sehr gern auch. Ja, und Natürlich. ich finde es auch wohl löblich, dass das manche wieder machen. Absolut, absolut, ja. Und das einfach, Genau. sie werden eh wieder wegkommen. Oder solange sie es verkauft, Du, werden sie es warum machen, zu Recht nicht? natürlich. Warum Wenn nicht? es Leute gibt, die das Geld zahlen, Ja, ja. warum soll sie das nicht machen? Na, interessant ist es ja allemal, nicht? Also so, Ja. keine Frage, ja. Also Beschäftigung mit dem Handel. Also Nach dem Fall, was ich davon halte, also mir persönlich schmeckt es nicht. Also schmeckt es nicht wirklich. Das ist, ja, der ich bin Benjamin kein ist ein Fan davon. Er ist auch nicht so wirklich begeistert, aber es wird gerade gehypt. Ja, das ist halt oft so. Nicht? Das ist ich sage euch ein ganz gutes Beispiel, wo man das wirklich sieht mit Qualität und Hype und Preis in der Musik. Ich meine, was wird gehypt? In der Kunst Ja. aber auch generell. Ja, also generell in der Kunst natürlich. Malerei, in der bildenden Kunst genauso, ja. Aber gut, in der Musik noch mehr, weil es halt noch mehr die Masse anspricht als Malerei, aber natürlich da genauso. Ja, ne? ja, genau. Ja. Also gut, also hätten wir das. Schau pass auf, das muss ich da. Aber liebe Winzer, macht's nur weiter mit Orange Wine bitte. Also es war jetzt nicht die Kritik bösartig von mir, sondern einfach nur, mir schmeckt es nicht, aber Naja, ich werde weiterhin kosten immer wieder gern. Also, wir werden auch weiterhin sagen, ob es uns schmeckt oder nicht. natürlich, ja. Dann der gemischte Satz, der 68er, wie schmeckt der? Ja. Der schmeckt mir. Das ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das ein höherpreisigerer ist als ein anderer Ding, aber ich meine, gut, so Sehr gut, aber wirklich gut. Wirklich gut. So, ich bin leider mit dem Auto da. Das ist ein Schluck ein bisschen auffrischen, glaube ich schon. Ne? der Dieter wohnt in Ottergring und arbeitet im Lichtental. Ja, perfekt eigentlich gewesen für dieses Lied. Fragende 16er Bub vom Harry Schneller wohnt ein Ottergringer Wienerlied. Was heißt eins? Hunderte. Ja, und der Franz Bauern, wie heißt das? Ein kleines Haus in der Speckbacher Gassen. Na, du meinst natürlich ein Herrgott aus Stahn, meinst du? Aber, wir werden, der Thomas Faber ist jetzt 7 Monate verheiratet, ist Treffverbot. Nein, das Treffverbot haben wir das letzten Mal schon gespielt. Thomas, wir spielen euch was anderes, das Treffverbot einmal wieder, aber heute vielleicht nicht, vielleicht ja, schauen wir mal noch. Das haben Aber wir vorletztes Mal früher immer gespielt eigentlich. Jetzt haben wir es immer gespielt, ja. Und dass wir nicht immer das Gleiche spielen, weißt du? Aber wir werden schon zusammenkommen. Aber ein Ottergringer Wienerlied, und wenn wir jetzt natürlich von der Zehnermarie, also zwar ein Fußgassel Wein haben, aber natürlich von der Zehnermarie, von der Gerti ausgehändigt, bringen wir natürlich ein Ottergringer Wienerlied schlechthin, wo ja die Zehnermarie verewigt worden ist. Ne? Richard Czapek wieder. Wieder ein Schafe. Aber die erste Strophe. Ganz Und anders da hat er noch- gearbeitet als das vorige. Ja, das hat er noch eine Hat er nur Strophe. den Vers Also, eigentlich. Ja, ja. Die lassen wir aus, wir machen nur den Refrain. Ist Oder gut, schauen ja. wir mal, wie es mir Spaß macht. Was ist vertont? Bertha, seit Bertha. 20 Jahren alt. Jetzt Ja, habe ich es aufgebracht wieder einmal. ja. Schön. Ich frage dich, wie das nächste Mal. Heute unter Gringwald, vor circa 50 Jahren, Bauernschaft mit ganz kleinen Gassen. Das Kirchel war klein, der Brunnen ausstand, der Wein ist kaum Wort von Fassel. Schon als Birscherl war ich bei der Zehnermarie, hab Festudel und Post und ein manches Trepferl verloscht. Und die Stimmung sich kommt, ums die Tisch zusammengeschaut, den heut Ottergring ist mein Paradies. Mit den Herren der Starke drauf spielen, ne? In Ottergring draus, in ein uralten Haus, In einen Hof in der Speckbacher Gassen. da ist die Land ganz verstaubt, seiner Zierde beraubt. Ein Herrgott aus Stahl ganz verlassen. Ich hab mich entdeckt und als Kind dort versteckt. Mein Kind rennt unter meine Stuhl. Denn die größeren Buben wollen
stehen wir genommen, als Kindreal haben sie mir gestohlen. Herrgott, da stand, du nur allein, hast nur als Bibel verstanden. Du hast meinen Besitz immer beschützt, bist du der Freund davor gestanden. Oft hab ich geweint und wie an die gelernt, den Kindersorgen sind groß. Herrgott, da stand, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ich weiß ein kleines Wirtshaus weit draußen in Ottergring. Dort sitz ich und treu mich allein. Und wann ich ja dort oft die halbe Nacht verbring, der Raum ist schon nur der Wein. Und warte, das Wirtshaus in Ottergring war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und träum ich war in Loch ich sing. In dem Wirtshäusl draußen in Ottergring. Wo in Ottergring wohnt, vor circa 50 Jahren, Das war schon gehabt, aber gell? alles schafft mit ganz kleinen Gassen. Mit dem machen wir Schluss wieder. Das Kircherl war klein, der Bruder da stand. Der Wein, der ist gewohnt von Wasser. Schon als Birschel war ich der Zehnerei. Auf ist Lohn und Post und manches Madel von Ost. Und die Stimmung sich kommt, als sie dich zusammen schon. Den Ottergring ist mein Paradies. Hoppala. Aber doch mit dem machen wir wieder Das soll Schluss jetzt. Hol ich da, gell? ne? Hol ich, ich Was hab schon was anfangen damit? vergessen, wenn ich schon Schlägt schlägt. überhaupt nicht. Sehr was gleich Gatsch auch noch reingegriffen. Na herrlich. Na, was heißt? Na, das sind natürlich. Live ist Die live. Achteln reingefallen. Patrick, das siehst Live. du nicht, aber. Ich sehe es nicht. Ich sehe ja nicht, wenn ich vom Bildschirm sehe. Wolfgang Hochhatzka ist da, servus, grüß dich Gott. Servus, Wolfgang. Der hat uns gleich vorher geschickt auf irgendwo, muss man schauen, das kleine Laternental, gell, die Noten. Ich da gleich schauen, müssen wir gleich schauen dann. Ich muss aber einen Schluckerl nehmen. Ne? Der Roman Lutti sagt, super, jeden Montag sitze ich jetzt in der Unterfratzinger beim Heirigen in meinem Wohnzimmer. Solange du in der Unterfratzinger daheim im Wohnzimmer nicht sagen kannst, ausgesteckt ist glaube ich alles leibend. Ne? So ein Wortspiel, oder was? Ein schönes, heißt das. Gefällt mir. Sehr nett. Du die Achteln. Der hat dann Zug wie ein neues Ofenrohr erst, nicht mehr Großvater so. Ah, Der nein, muss wieder nachschenken. Der Irmi Hinkhofer gefällt, das sagt schön. Roman Gürtl, Andreas Gessler. Ein 16er Medley. Ihr seid die Besten, Harry Schneller-Fonte, danke dir. Danke. Ja, ein spontanes Medley. Ja, ja. Die Spontanen sind die besten meistens. Das ist so. Macht eine Sporthosen auf, damit wir euch die Euro einwerfen können. Ja, genau. Das ist eine Idee. Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten. Richtig. So ist es. Aber Wahnsinn, Burschen, sehr gut.
Sehr gut, sehr gut. Ja, Sportbild. Gut, das war was. Da gibt es ja, ich weiß nicht, das wird man wahrscheinlich ab einer gewissen Anzahl an Abonnenten haben. Da kannst du dann so auf YouTube, da kann man dann was spenden. Ja, das war nicht so Das schlecht. war nicht schlecht. Ich kann ja, vielleicht kann man das einstellen, ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Hat unsere Chefbuchhalterin schon den Vorschlag mir gemacht heute. Wirklich wahr? Ja, Was wollen wir hast das du schnell gesagt? machen. Du, wenn wir die Sendung machen, quasi ein Konto auch zu eröffnen, dabei, dass jeder, wenn er will, quasi so was spendieren kann. Ja, das. Ja, Schöne Grüße aus Kärnten. Kärnten auch vertreten. Ja, René Köp. Servus Christi. Das freut mich. Herzlich willkommen. Grüße aus gern Schach, so gern an Top das Wiener Lied. Danke dir vielmals. Ich wollte jetzt da was. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Warte mal, da muss ich jetzt da her kurz. Beweg dich nicht zu viel, du hast ein Kabel. Ja, das weiß ich. Ich hab dann nicht gesagt, ich erinnere Deswegen bin ich mit einem Sidestep. Bin ich da oben. Warte, das stecken wir wieder da rein. Das ist mein Kevlar-Jeans. Er hat im Studio ein Kevlar-China. Wozu? Weil, Weil man könnte da geschwind auf die Mopeden happen müssen. nein, das ist ja, weil der Computer harzt so schnell, so stark. Ja, klar. Nein, schau, der Wolfgang Kreuzger, da ist er. Da ist er. Falls brauchst du die Noten und kleinen Laternen. Sorry, dass ich das letzte Mal in Stress versetzt habe. Mein Lieber, du hast mich nicht in Stress versetzt, sondern im Gegenteil. Ja, das schau mal. Ein Stück Wien kommt jeden Montag nach Heidelberg. Fritz Stadtbus. Echt, du bist in Heidelberg da? Ich war noch nicht in Heidelberg. Warst du schon in Heidelberg? Ich war Nein, nicht. war noch nicht. Aber ich kenne die Lieder. Alt Heidelberg, du Feine, du Stadt am Neckarstrand, so irgendwie was weiß ich. Oder, Singen wir es vor, ja. na warte mal. Heidelberg, du Jugendbrunnen. Da. So irgendwie geht das. Was weiß ich? Old Heidelberg. Ne? Old Heidelberg. Memories of Heidelberg are memories of you. Heidelberg, na, Leibern. Ja, der Tom Turbo. Ist schon wieder zu spät bei den meisten. Ui je, ui je. Nein, du bist nicht zu spät, wir sind noch mitten im Geschehen. So, warte, das wollte ich jetzt schauen. Wolfgang. Also wie gesagt, du hast uns gar keinen Stress. Ein kleines Laterndl und Ich kenn's, du machst mir's nicht vorsingen. Ja, aber ich muss schauen, wie es geht. Die Refrain. Akkorde. Aha, da hat er schon drüber geschrieben, Akkorde. In G, was? Also eigentlich ist da ist geschrieben in C-Dur. Ich hab's gleich transponiert, vielleicht in eine singbare Tonart. Na, warte mal. Ein kleines Laterndl. Ein kleines Laterne C, ja. und ein kleine Baum. Achso, nein, er hat es anders arrangiert. Jetzt anders, von C übers G7 zu. Aha, ich verstehe. Warte, wenn ich das zumache. Warte mal. Wie können wir das machen? Dass das nicht zugeht, weißt du? Wir probieren das. Warte, wenn ich es jetzt so mache, sehe ich ein bisschen mehr, dafür muss ich dann weiter scrollen. Ich spür's davor, dann kannst du gleich dran. sind wir jetzt da? In C. Weil den G haben wir immer gespielt. Nein, ja, aber das ist. Wir haben es immer gespielt, wann haben wir das gespielt? Haben wir schon gespielt. Die Refrain haben wir schon öfters gespielt. Achso, naja, auch gespielt wahrscheinlich. Ja, immer in Gespielt G, haben wir ja. nicht. Pass auf, warte mal. Und da spielt er mich über das. Da. Verstehst du? Er hat es mit D-Moll 7 reingeschrieben, ja? Das ist eh schön, ist schön gemacht. Was hast du gemacht, Wolfgang? Eine Bearbeitung quasi. So, warte mal, jetzt müssen wir schauen, wie es zusammen ist. Ne? Ein kleines Laternendl und ein kleiner Baum. In Nussdorf draußen am Beethovengang. Schon die Frau Mutter hat's Laternendl gekannt. Und ist dort gesessen mit Vater Hand in Hand. Dort haben's von lauter liebe Sachen geredet, die das Laternendl alle nicht verstehen. Doch das Laternendl macht sie da nichts raus. Denn wenn's recht heimlicher wird, dann geht's ganz einfach aus. Jawohl. Super Ja, gleich schön. dazu gespielt. Was Super sagst schön. Einmalig. Wolfgang, tadellos. Schauen wir uns an, beim nächsten Mal gehen wir das. du? Wozu haben wir studiert? Ja, was? Achso, Oma. Spät, aber doch dann. Spät. Oft studiert, was ich studiert habe. Moment, ich Pass habe auf, du hängst. Ich häng. Tadellos. Haben wir hingebracht. Jawohl.
Jawohl, gute Musik gefällt mir immer. Günther, richtig. Ich habe ein Herz in Heidelberg verloren. Franz Ja. Brandl, ja, steht da. Ich habe ein Herz in Heidelberg verloren. Das ist ja irgendwie was. Sing mir's vor, ja, das ist Ja. ein Klassiker. Du, Wie beim der Heiligen. Wolfgang Rötzger, ja, das hat er reingeschrieben. Die Bearbeitung ist auch ein Spaß. Sehr gut, gefällt mir, sehr gut. Ja, natürlich gefällt es mir. Ja, so weit, ein Schluck weiter. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, das kleine Laternenl. Von wem ist das jetzt? Habe ich gar nicht geschaut. Das ist ein Heinrich Strecker, ich weiß es nicht. Also, das ist ja so eine Klassikernummer. Gell? Könnte ein Benatzki sein oder Strecker sein, vom Ding her. Könnte sein, bin mir aber nicht. Ja. Text von Waldemar Gibisch von beiden und Ludwig Henze. War die Magisch, ja, okay. Auch gut, Klingen aber beide noch Deutsche, gell? ist durchaus möglich, ja. Das schöne Wiener Lied, ein kleines Laternenl von Gibisch und Heinze. Henze. Ein kleines Laternchen und eine kleine Bank. Am Nussdorf draußen, am Beethovengang. Naja, ausmaß. Ja, die Richtung ist nicht entscheidend, mit Herz muss es sein. Was? Das Achso, stimmt sehr wohl, ja. Ich marschiere mit meinem Duli in der Nacht durch die Grenzinger Allee, Benjamin Rittener. Naja, Franz Friesenbichler ist da. Servus, grüß dich. Servus, grüß dich. Ein lieber wieder Freund aus Jugend. aus meiner Heimat. Aus Neunkirchen. Also ich glaube, der ist. Nein, du bist eh Neunkirchner, Herr Franz, gell? Ja. Na klar, du bist schon Neunkirchner. Mein Bruder ist ein Dernitzer. So schaut's aus. Der Duli. Genau das Herz und nette Leute, richtig. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die, glaube ich, wirklich beim Wienerlied dann vor allem abhanden gekommen ist, dann irgendwann so die 70er, 80er Jahre, dass dann schon viele Leute gespielt haben, eben wirklich nur das Geldgründe. Also, rein. Einfach nur so zum Abzocken. Ja. Das war denen nicht mehr wichtig, was spielt man, was tut man, sondern die haben geschaut, zu welchem Tisch setzen sie sich, wo kriegen sie Geld. Nicht dort, wo einer gesessen ist, der vielleicht das geschätzt hätte, aber was sie schon gesehen haben, naja, der hat nicht viel, der kann nicht viel auslassen. Den haben sie schon gar nicht mehr Ding, nicht? Und dann irgendwo anders die, wo es halt mehr Geld, dann haben sie die Schlager angefangen, dann sind wir die besoffenen Jungen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, so die besoffenen Dirneln gesessen, die natürlich dann Party, nicht? Das war damals schon so deppert, nicht? Und die Burmen, die natürlich eine dran wollen, waren auch damals schon so deppert. Und dann haben sie halt da gespielt und dann haben sie die Hits gespielt und die Schlager und das ist dann verloren. Genau diese Herzgeschichte hat man dann irgendwann Leider auslassen. ja. Das Dernitz, der Franz ist doch in Dernitz. Ist doch in Dernitzer, ja. Ich glaube, du bist dann in Kirchen. Aber warst auf jeden Fall mal, bitte mal. Nein, wie auch immer. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, die Marmeladinger, sagt der Roman Luther, ja. Ja, aber das ist halt wirklich das Herz. Wobei, das ist halt auch wieder so eine Klischeesache. Ne? Ja. Ja, ab wann kann man sagen, wir spielen ja auch hin und wieder bei Veranstaltungen, was die Firmen feiern oder wo, ja, da spielst du im Hintergrund. Ja, also da müssen die liegen, wenn ich sage, ja, egal wann ich spiele, egal wo ich spiele, ich bin immer mit Leiden, schon mit Herz dabei. Manchmal geht es mir am Arsch, schlicht und einfach. Aber halt selten. Aber es kommt schon vor. Gott sei Dank selten. Es kommt schon vor. Stell dir vor, du musst das jeden Tag machen und das geht dann nur am Arsch. Also, Ja, nein, es überwiegt einfach das Leibende, aber Ja, klar, da absolut, hast du ja. immer wieder Teile, was jetzt so, und dann kann man es, und dann gehört halt, ist halt ein bisschen ein Teil Professionalität dabei. Wo du einfach sagst, naja, ein gewisses Ja. Mindestmaß an Qualität muss ich muss einfach da sein. bieten, Das muss ne? immer da sein. Ne? Egal wie ich drauf bin. Aber Ja, das ist genau. gut. Die Welt sagt, ihr seid leibend. Dankeschön. Und Aber jetzt- ich kenne genug Orchestermusiker, denen es wirklich sehr, sehr oft also nicht taugt. ja, das war für mich, Aus großen, bekannten Orchestern. das war für mich die Hölle. Für mich war das auch die Höhe, das war für mich ein Wahnsinn. Ich meine, Gut, die sagen ja auch, sie gehen in den Dienst. Ne? Also, naja, das, ja. Ich Nee, kann mir nicht nicht so. jedes Mal sagen, wir gehen morgen in den Dienst. Ne? Ja, nein. Ja, morgen habe ich schon wieder Dienst. Ne? Das ist, ja, das, gut, ja, viele Orchester sind ja quasi Angestellte. die Also, sind die ja kriegen klar, wirklich ja, Dienst. klar, na klar. Oder eben quasi Beamte. Ne? Ja, ja. Aber für mich war das nämlich jetzt nicht so wegen ein Spülen oder irgendwie, dass ich sage, ich hätte das nicht aussehen. Für mich, jetzt Philharmoniker oder andere Orchestermusiker, für mich, das war so langweilig. Der Benjamin schaut nicht zu, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Aber ich konnte nicht das Proben, diese Langeweile, die da bei mir aufkommen hat, diese stundenlang warten, bis du was spielen darfst. Ja, aber trotzdem immer konzentriert sein. Das ist so ungefähr so wie Aufnahmen sind, nicht? Wenn du irgendwo Ja. Aufnahmen machst. Ja, das ist Oder Fernsehaufzeichnungen, Filmaufnahmen, was wir schon gehabt haben. Auch stundenlanges Warten. Furchtbar. Die Zeit vergeht nicht und da musst du aber am Punkt da sein. Das ist nicht leicht. Das hört sich so leicht an, aber es ist verdammt hart. Haben wir ja oft nicht zusammengebracht. Ich meine, Ja, beim ersten gut, Mal gleich. Ja, in weiterer Folge dann. Aber ja. Der Günther Erik sagt, bei euch fühlt man das Herz. Danke. Günther, Dankeschön. das gefällt mir. Der Michael Karel ist dabei. Servus, liebe später, aber doch sind wir Aber der Herr dabei. Kara ist doch auch Jawohl. Grüße. Dunja und Michael. Jawohl. Was sagt der Benjamin? Bei solchen Groß-Events gibt es dann halt eine Dienstleistungsgage und wenn man mit Freunden musiziert, kann das auch leibend sein. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Ja. Der Thomas kommt morgen in die 10er, Marie. Ich freue mich schon. Weit geht. Der Otto Lehrer ist auch wieder da. Ihr seid immer zu früh für mich, sagt er. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Ja. Klar. Übrigens für die neu hinzugezogenen, wir haben ein Flascherl gemischten Satz angebottelt, nämlich von Furgastel Huber, den 68er aus Neustift am Walde, Nummer 68. Dort. ja, ist kein politisches Statement. Nein, das ist ja einfach die Nummer, wo die daheim sind. Genau. Die Furgastel Huber, das Stammhaus sozusagen. Das stimmt, ja. Was haben wir? Orchestermusiker ist schwer, vor allem darf man nicht vergessen, welcher Druck auf den Musikern lassen. Das Ja, glaube das glaube ich. Ja. Weil bei den vieles zum Beispiel kannst du nicht einfach einen schlechten Tag haben. Das Genau so kommt ist noch es. dazu. Das heißt, du sitzt da, hängst, du hast ja keine Hocken. Ewigkeiten. Jetzt sitzt du dort bei den Proben. Nicht? Und dann, wenn du jetzt wirklich ein Instrument spielst, das da jetzt nicht permanent vorkommt. Und nur dazu, wenn du ein Instrument spielst, das nur einmal vorkommt, wie zum Beispiel, wenn du bist, du spielst Tuba, da ist nur eine da. Ne? Weil du kannst nicht einfach sagen, okay, heute lasse ich ein bisschen, heute geht es mir nicht so nicht. Also, wenn was Schlagzeug oder auf der Seite bist nicht? Und du hast längere Zeit keinen Einsatz, nicht? Dann gehst du dazwischen, kannst du dich schleichen. Manchmal. Gut, geht ja auch nicht immer und überall, aber im Orchestergramm geht es normalerweise. Nicht? Aber ich muss wieder rechtzeitig zurücksehen. Nein, das war nicht meins. Nicht? Es kam auch schon vor, dass man nicht rechtzeitig zurückkam. Ja, das ist schon Ja. Es ist Der Franz Brandl sagt, ich will euch zwei inklusive Quetschen, Gitarre und Song gemeint Zeigel sitzen haben. Franz, das machen wir. Bin ich voll dafür. Da bin ich voll dafür. Da machen wir wirklich, da machen wir einen Sturl. Franz, schreib uns bitte, was haben wir für eine Adresse? 16 Adresse, E-Mail-Adresse, was haben wir da? Was nehmen wir da? Die öffentliche Booking, oder was ist denn? Booking zum Beispiel. Booking@16.at. Ja, genau. Booking nein, 16 nicht. Das Das ja. Booking das Wienerlied zusammengeschrieben.at. Da schreib uns bitte deine Kontaktdaten rein, dass wir uns mal endlich wirklich zusammenrufen können, weil das müssen wir machen. Allein schon mit einem Fiaker, wir müssen Unbedingt. uns zusammensetzen, Franz. Vielleicht verbunden mit einer kleinen Ausfahrt, mopedtechnisch, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber einmal zusammensetzen und einmal reden, weil du bist auch einer, glaube ich, der einfach Ideen hat und wie man diese Sachen gut umbringen können. Da setzen wir uns einmal zusammen, mehr als dass wir einen Kaffee trinken und sagen, so ist es nicht. Leibend war es einfach, kann nicht passieren. Ja, genau. Also unbedingt. Bitte schreib uns deine Kontaktdaten, dass wir uns zusammenrufen können. So, da warten hunderte Musiker, dass sie einen Job kriegen, dass sie deinen Job kriegen. Ja, das stimmt, sagt der Benjamin. Das ist natürlich auch wieder richtig. Ne? Auf der anderen Seite, wenn es dann einmal drinnen Wenn bist, du dann Mitglied der Philharmoniker bist, ja, da dann musst schon. musst du dich schon sehr deppert darstellen. Also, Aber aber du hast recht. aber es gibt ja nicht nur die Philharmoniker, Nein, es gibt genau. natürlich viele andere, da hast du Tonkünstler und so weiter. Ja, Also ja. ich will, RSO und so weiter. Und da spielt es ganz schön. Ja. das war nicht mein Ding. Also Orchestermusiker, nein. Ja. Ist ja auch schöner für Fans zu spielen als nur als Hintergrundmusik, sagt der Fritz Stadtkus. Ja, absolut richtig. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, eine Hintergrundmusik hat erstens manchmal auch seinen Reiz, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt bei Firmenfeiern. Ich spiele gar nicht so ungern bei Firmenfeiern, wo wir wirklich nur als Hintergrundmusik spielen oder bei einer Hochzeit oder Geburtstag oder manchmal, ja, das ist ja nicht immer so, dass man da im Mittelpunkt sind. Wenn wir engagiert werden bei einem Fest, sind wir in der Regel ja eben nicht im Mittelpunkt. Aber manchmal ist es halt wirklich so, dass wir echt wirklich nur am Rand sind und einfach nur spielen und die Leute haben freut, dass eine Musik ist.
Und das ist manchmal, finde ich, das nicht schlecht. Weil man sich nicht so. Es ist auch entspannend. Es ist direkt. entspannend. Unter Anführungszeichen. Ja. Das klingt jetzt komisch vielleicht, aber Ja, da Ja. spielen wir einfach. Da spielen wir einfach. Da braucht man nicht schauen, ist das Publikum, haben wir es oder haben wir das Publikum jetzt was für ein Schmäh bringen wir oder bringen Ja. wir nicht oder was spielen wir. Da spielen wir was uns Spaß macht und ja, für uns alle. Und wenn du natürlich wieder nur solche Hocken hast, klar, nicht? Dann geht es auch wieder. Aber die schönste Geschichte diesbezüglich erzähle ich immer wieder, ich glaube, die habe ich schon 3-mal oder 4-mal bei einer Live-Sendung auch erzählt. Das war ganz am Anfang noch in unserer Wirkungszeit beim Kierlinger in. Da werden wir auch schauen, dass wir mal einen Wein In herkriegen. Nussdorf. Ja, Ja, das da selbstverständlich. soll ich auch ja. Flaschen rausrucken. Macht er garantiert. Das wird nur ein Geschäft für uns. Herrlich. Du, das war beim Kierlinger in Nussdorf, ganz am Anfang. Oberster Gerichtshof hat dort noch Festel gemacht, weiß ich noch. Und die haben also dort gefeiert und wir haben gespielt. Vollkommen Desinteresse, ja, vollkommen. Desinteresse, Nein, nicht das war- wahrgenommen. Die haben uns gar nicht bemerkt eigentlich. Ja, die habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir überhaupt da sind. Auf jeden Fall haben wir irgendwann gesagt, ja, ist ja eigentlich wurscht, passt eh. Und da haben wir uns gerade angeschaut in Lehnermarsch. Ganz frisch, ja. Ganz frisch in Lehnermarsch von Anton Pischinger. Und ja, haben wir aber noch nie gespielt gehabt, weil eben haben wir noch nicht wirklich trainiert gehabt. Aber im Prinzip haben wir ihn schon kennen, aber noch nicht so ganz. Und da haben wir gesagt, das ist doch wurscht, das hucht eh keiner her, den spielen wir jetzt. Und den haben wir gespielt und haben gesagt, das ist gar nicht schlecht. Und dann war noch in der Unklarheit, du, was hast du denn da gespielt, was war denn da? Dann haben wir gesagt, dann spielen wir nochmal, ist eh wurscht, hucht eh keiner zu. Dann haben wir nochmal gespielt und gesagt, jetzt verstehe ich. Aber da war eine andere Passage, da bin ich mir jetzt nicht sicher vom Rhythmus her. Welcher Bosslauf Ja, passt? nein, jetzt pass auf, dann spielen wir es nochmal, ist ja wurscht, hucht eh keiner zu. Haben wir es nochmal gespielt. Das haben wir gemacht eine halbe Stunde lang und nach einer halben Stunde ist einer gekommen, mit einem breiten Grinsen im Gesicht, haut mir auf die Schulter und sagt, Burschen, jetzt kennt ihr ihn dann aber schon, gell? Das war absolut War im gleichen Atemzug, der derjenige gesagt hat, aber war nicht best gemeint. Ich verstehe euch vollkommen, es hurcht euch ja keiner zu. Ja, der hat uns verstanden. Der hat uns verstanden. So, jetzt habe ich da, was haben wir da schon wieder alles? Was übersehen, die Achteln wahrscheinlich, die uns zufliegen, die ganze Zeit. Ja. Ja. Der Roman Lotte kann leider nicht zur Szenerie kommen, hat Operdienst, das Enkel ist krank. Uje, uje. Okay. Eine gute Besserung. Gute Besserung ans Enkel. Trink einen Schluck für den Enkel, Roman. Ja, da sind wir hart. Der Autolehrer. Habt ihr heute schon was gespielt? Ne, ist ja verständlich. Ja, mehr. Oder ist die Flasche so leer geworden? Nein. Nein, Also er hat schon wieder nichts, das stimmt. die wird jetzt schnell leer. Ja. Der Benjamin sagt, der Tuba ist noch relativ leib und wir haben in der gesamten Literatur vorhanden. Und wie unser Freund, der Christoph Giegler, das macht es natürlich der Gigi. Hammer, weil das erklärt Ja. absolut richtig. Ja, absolut, ja. Ja. Die Susanne, können Sie bitte ausnahmsweise ein Austro-Pop-Lied zusammen probieren? Ja, weiß ich, aber ich habe ja schon geschrien, dass man es nicht spielen. Was könnte man spielen für die Susanne? Weil Hochzeit sind schon 7 Monate verheiratet. Wir überlegen noch, Susanne, wir überlegen noch, Überlegen versprechen was, wir ja. da nichts, wir überlegen was. Ja. Ein Schluckerl. Habt ihr das Flasche? Der Johann Schütz ist da! Ein bisschen spät. Habt ihr das Flasche schon verkostet? Naja, wir sind gerade dabei. Wir sind gerade schon, das ist schon Ein gemischter Satz vom Furgastelhuber. der 68er. Jawohl. Ja. Die Weiblichkeit in ihrer Spätschicht sagt natürlich, so arbeitet es sich besser. Das gefreut mich. Jetzt muss ich was probieren. Der Günther sagt, wenn es irgendwie geht, will ich euch live sehen. Ja. Günther, gar kein Thema, bei uns auf die 16er-Seiten gehen. Morgen zum 16er.at, da findest du alle Termine. Ja, morgen. Morgen 10er Marie. 19 Uhr? Ja. 19 Uhr, dann am Freitag spielen wir im Dornröschenkeller in der Stammersdorfer Köllergasse. Ja. Ich weiß gar nicht, ob noch Platz frei ist. Das ist ja auch so ein ganz kleiner Ganz klar. Buschenschank. Passen 51 Leute. 60. 40? Da drüben gehen, es ist ziemlich 45, ja. Also ungefähr 40, Ich habe 45. schon doppelt gesehen oft. Eine ganz kleine Hitze. 60 gingen beim Taschlein. Taschler, ja. Also ich sag, Maximal, da sitzen sie eh schon übereinander. das stimmt, ja. Aber Günther, schau rein, 16er.at, da findest du Termine. Dann sind wir irgendwann in Enns, also wir kommen manchmal auch sogar aus Wien hinaus. Machen wir sogar nach Oberösterreich, Ja. Morgen dann bei der Marie Johann Schütz. Super. Johann, kommst du zum 10er? Ja, du hast die reserviert bei Freitag. mir, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ich glaube, ja. Die Nummer von der Homepage ist von Patrick und aktuell, sagt der Franz Bratwein. Ja, ganz genau. Selbstverständlich. Hast du mich gerade angerufen oder was? Ich war lautlos da dabei. Der Robert Lutti sagt, für Acker, aber dir aber gibt's einen Rost kein Wein. Na, du. Ich rost am Wasser. Beim Auer, Patrick, sein Mustang für ein Brennraumtreffer spielt.
falls das was wird. Der Christoph Acker, ja, falls das was wird, klar, da findet man schon einen Weg. Das weißt du noch nicht. Aber Ich kenne mich noch nicht aus, aber um was geht's? wenn man Zeit haben, wenn das hier hat, wo ist denn, schreib mal hin, wo ist denn der Auer, der Heirige, der ist irgendwo im Wienerwald. Ja? Gibt es einen Heirigen, der Auer, und da sind die Brennräume, die Motorradl Verein sozusagen. Der Club ist das keiner, sondern es ist ein Brennraum, also es ist Die eine Brennraumleute, Facebook-Gruppe. oder was? Die Brennraumleute? Ja. Okay, Ich versuche es den Herrschaften zu erklären, die sich Achso, nicht den anderen. auskennen. Ich glaube, mir willst du das Ja, erklären. dir brauche ich nichts erklären. Du merkst es nicht, sie erstens, und dann verstehe ich. Ja. Nein, also auf jeden Fall, ja. Eigene Geschichte, aber Christoph natürlich, grundsätzlich sind wir da dabei, das ist gar kein Thema. Ja. Der Günther sagt, die Pferde trinken lieber Bier, ne? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Warte, ich bin schon wieder was. Ja. Jetzt muss ich schon weiterkommen. Michi Karl, hätten, wenn ihr möchtet, ein musikalisches Geschenk für euch. Ein selbst komponiert, getextetes zeitgenössisches Wienerlied ohne Urheberrechte. Würde es euch per Mail zukommen lassen. Na, schick Michael. Schick um. Schick Her damit. Wer ist das, was nicht spielen kann, nicht passieren. Na, das schauen wir uns an. Vielleicht holen wir mal als Gast in die Sendung. Das war ja Hitz. Das war Theater, ja. Das war mal ein Hitz. Irgendwas haben wir schon mal geredet, dass wir da vielleicht werden wir da mal erweitern. Aber jetzt bin ich noch auf der Idee, in Podcast zu verwirklichen. Super seid, sagt der Gerhard Wiesinger, danke dir. Darf ich das, muss da jetzt kurz unterbringen? Da kriegt das Mikrofon bitte. Ja, danke. Weil es ist nutzt genau gar nichts. Ja. Der Christoph Acker fürs Enkel schickt dann ein rotes Achtlein. Und da hast du natürlich recht. Ein Genesungsachtel fürs Enkel, ja, vom Roman, oder? Unbedingt. Haut's eine alle das Emoji-Achtel, das gibt leider nur ein rotes. Vielleicht gibt es bald ein Ja, Weiß. vielleicht, Schauen schauen wir mal. Aber haut's einmal ein paar Achteln fürs Enkel vom Roman, das wieder gesund wird. Das wäre leibend. Ich sehe alles, sagt der Johann Schwitz. Jawohl. So, jetzt Volltag, Geburtstagskuchen ist fertig, die Daniela Schlöge sitzt jetzt vor dem Computer und ist voll da. Herrlich, auf das trinkt man einen Schluck. Prost, Daniela, auf dich. Der Christoph Acker, auf eurer Homepage könnt ihr bald eine Weinempfehlungsseiten einrichten. Eine schlechte Idee ist das eh nicht. Nicht, ne? Weil ich sage euch was, nicht so, dass das jetzt so ein Thema ist, was uns jetzt massiv interessiert, aber schon. Es ist ein Hobby ist so blöd, wenn man sagt, das Trinken, aber es ist ein Hobby. Ja, Wir beschäftigen uns gerne. so wie Pfeifenrauchen bei mir ist Ja. und ein Whisky ist und Kochen und Essen generell ein Hobby ist von mir. Ja, Also, ja. das ist so. Und jetzt kommt halt noch dazu, finde ich, dass wir natürlich mit vielen Weinbauern oder Weinhauern zu tun haben durch Ja. unsere musikalische Tätigkeit. Über Jahrzehnte. Mit Wienerlied, ja. Und dazu kommt, dass natürlich Wien und Wein und Wienerlied und Wein natürlich auch eine Verbindung hat. Und ich finde gerade in Wiener Wein und auch Weinviertel, und das finde ich schon was Außergewöhnliches. Und eigentlich, ja, das kann man ja auch sagen, sozusagen. Und da habt ihr eigentlich recht. Ja, das machen wir auf der Homepage eine Weinempfehlungsseite. Die Weinempfehlung. Ja. Der Günther, vielleicht kann ich kommen, wenn es mit der Bluse spielt. Ja, na, das war super, zum Birner vielleicht. Birner, das ist das nächste. Ja, dann Ding Dong. Was? Ding Dong. Werbeeinschaltung. Kennen Sie nicht auch das Gefühl, alleine zu sein, keine Musik zu hören und vollkommen im Trott der Normalität abzusinken? Dann haben wir für Sie die Lösung. 25. März 2020 im Strandgasthaus Birna Im Strandgasthaus? im 22. Wiener Gemeindebezirk. Alte Die Donau. Bluesschrammeln an der Alten Donau. Beim Birner. Beim Birna. Ich glaube Strandgasthaus heißt das, glaube ich sogar. Kann sein. Aber auf jeden Fall beim Bier. Der Birner ist bekannt, eines der berühmtesten Beiseln in Wien. Bluesschrammeln, das sind wir, die 16er Buben, der Uli Bär, der Uli Winter, Herbert Nowacek, Toni Grillbaum, die letzteren drei sind auch bekannt aus der Gruppe die Untouchables. Jawohl. Gibt's über 30 Jahre jetzt schon. Ja. Und wir machen so eine Mischkulanz aus Wiener Lied, Rock und Blues. Und ja, da spielen wir dort. Also vielleicht hat nicht nur der Günther Zeit, sondern auch andere, das hinkommt
Das wird uns gefallen. Ganz leibend. Herbert Nowacek, überhaupt ein Urgestein der österreichischen Musik. Ich sage, na, Acid. Acid. In die Anfang der 70er Jahre. Dann später langjähriger Bassist bei Ludwig Hirsch und so. Hirsch, ja, Arrangeur für ja. Ludwig Hirsch und so. Ja. Wahnsinn, ja. Ja. Und alles total liebe Leute. Also, Total klassisch. so liebe Freunde. Es sind wirklich so liebe Freunde und das ist kitschig, wenn man das oft sagt. Ja. Aber das stimmt. Es ist, wenn wir Probe haben oder wenn ich das sehe. Wurscht, alle. Die sind so leibend. Einfach herrlich. schön. Ja, also das mich freuen, wenn der Günther kommt, andere, Tom, du, aber da ist ja nichts drin in dem Flasche für zwei so gestandene Leute. Tom, da hast du vollkommen recht. Du hättest recht, sagen wir so. Du hättest recht. Wenn ich nicht mit dem Automobile fahren müsste noch heute. Das ist mein Klick. Ja, ich habe halt schon gespritzt, das letzte. Das länger Ja, aus. klar. Musst ein Auto fahren. Da kommt noch mehr der Honig fast aussehen in der Nase. Jetzt ist es sehr Ich glaube, ja, interessant. oft ist mit Wasser gar nicht so schlecht zu probieren. Ja, oft ist gar nicht so schlecht. Wow, die Achtel fallen rein, herrlich. Fürs Enkel aber nur eins schickt der Franz Brandwein, jawohl. Und der Tom Turbo hat der Babyflasche geschickt. Ja, da passt es Sehr auf. gut, sehr gut. Den Rest auf hin, sagt der Roman Luther. Jawohl. Jawohl. Der Bier ist am 21. Ja, da hat er recht. Und doch im 21. Natürlich, das ist ja noch 21. Das ist ja quasi, das ist ja Floridsdorf dort. Das heißt, der Bierner kennt schon seit, dass das schon Donaufelderkirchen ist. Aber das ist dort natürlich. Danke, ich hätte es wissen Dankeschön. müssen eigentlich. Als Neo-Floridsdorfer, als Wahl-Floridsdorfer. Das ist ja hätte ich es Domsee wissen müssen. eigentlich. Ja, Neo, aber das ist der Donau. 22. Art. Insofern Ja. habe ich da jetzt nicht widersprochen, weil man dachte, da wird schon stimmen. Oder ich habe da nicht zugehört. Das kann auch sein, du weißt ja, wie das oft ist. Wer hört mir schon zu? Der Thomas Faber sagt, spielt sie am Kalvarienberg am Ostermorgen. Ja, Ja, am 28. März soll ich nachschauen? diesen Jahres Was? und die Woche drauf spielen wir auch. Am Samstag spielen wir 4. wieder. Um 16. 16 Uhr. Ich sag's dir genau. Sagen wir es genau bitte. Ja, das jetzt Ja, auswendig auch weil nicht. vielleicht kommt's hin. Sind wir ja. Kommt's hin, das war leibend. Am Kalvarienberg mag den Herr Neues, in der Kalvarienberggassen. Was sind das für Tage, weißt du das? Samstage sind das immer. Samstag, das schauen wir noch. Wir am Ja, 28. 28. 16 Uhr bis 17.30 bis Uhr. 17.30 Uhr. Über ja. eine 1,5 Stunde, ja. Am 16 Uhr am 28. Samstag. Und die Wochen drauf, das muss dann der 4. Der sein. 4. Am So 4. ist es. April auch wieder von 16 Uhr, Ja. 16 Uhr Ganz bis genau. 17.30 Uhr. Ganz genau. Da sind wir am Kalvarienberg. Das ist, wenn es wieder schön ist, eine ganz nette Ganz eine Geschichte. gemütliche Geschichte, Ja. ja. Gut, man sich dort einen Langasch, ein Bier, Spritzen, Glühwein, haben wir die letzten Mal immer, weil es wieder Arsch war, aber ja. So, was haben wir da? Kalvarienberg, ja, der Bier ist am 21. Und Michael Christian, ist der Bier wirklich im 2? Ist das nicht nur in Floridsdorf? Also jetzt sagen alles, ja. Möchte auch nicht spritzen, sagt die Wildcat. Das ist schon nicht schlecht. Wildcat, wir machen aus dir noch eine echte Wienerin. Wenn du jetzt nur statt nenn an schreibst, also möchte auch an spritzen, dann kann man die von einem Wiener gar nicht mehr unterscheiden. Aber da bist du ja gut. Bist ja gut drauf. Wenn ich mir denke, am Anfang hast du noch von der Schorle geredet, ne? Ja, sie darf es ja. Grundsätzlich, sie darf alles. Sie darf alles, aber ich sag's nur dazu. Ja? Jetzt spielen wir noch ein Lied. Gib mir ein Lied noch, ja, bevor wir Schluss machen. Ja, jetzt schon langsam werden wir zum Schluss kommen, ja. Da hast du recht. Da hast du recht. Aber Austropop ist uns was eingefallen, Austropop-mäßig. Nein, das nicht. Weil das habe ich das letzte Mal, wie ich alleine die Sendung bestritten habe, ich schon gesagt, das darf ich nicht spielen. Das ist haben wir ein Problem, ein rechtliches. Live spielt ja was? Ja, das ist ja nicht live, das ist ja quasi Aufzeichnung. Erst das siehst du. Mit dem mache ich was mit. Aber Austropop, was haben wir denn? Mir fällt nichts ein. Mir fällt auch nichts ein. Ich meine, mir fällt bald was ein, was wir gemeinsam spielen könnten. Aber die was mir eingefallen sind, habe ich das letzte Mal schon von mir. Ja, schon lang. Aber Austropop, ja, das wäre so eine Sache, ja. Aber gut. Na, pass auf, wir machen. Was wir machen? Was? Was? Ja, das können wir machen, ja. War der Stefan Erspammer. Und wird einmal der Geist uns trübe, wir baden uns im alten Wein und ziehen mit Gesang und Liebe in unseren Freudenhimmel ein. Von Wilhelm Hauff. Schön. Na, Schön. na, ist das eine Kultursendung oder was? Na, ich scheiß mir an. Ja, also gut, Georg Danzer. Ja, Georg Georg Danzer. Danzer, ja. Eine Ausdruck. Ich bring mich um, ich hab genug.
Die ganze Steuerzahlerei ist ein Betrug. Ich bring mich um, ich mach eins. Doch vorher schreibe ich noch ganz geschwind mein Testament. Mein Hirn, das kriegt die Polizei. Weil die hat keins und die nimmt es sicher gleich. Den Körper schenke ich der Medizin. Und nur mein Arschloch kriegt's Finanzamt Wien. So schaut's aus. So schaut's aus. Einmalig. Einmalig. Das ist natürlich einer der Hit. Ja, den Großvater. Naja, es ist halt alles so seine, ich tue mir da schwer, dass wir das gemeinsam spielen, so aus dem Ding aus. Wenn ich gefällt mir Steiermark in einem Buschenschau verschlägt, müssen Sie Bescheid geben. Der Benjamin, ja, falls einmal die Steiermark in den Buschenschau kommen. Geben wir auf jeden Fall Bescheid, das ist klar. Spielt es euch gefällt, das ist gut, sagt der Günther. Wem heute nicht schlecht ist, der Franz Wart. Das ist klar. Wem heute nicht schlecht. Nein, was das auch mal. Ich weiß nicht. Das haben wir schon lange. In C, probieren wir es, ja? Okay. Jetzt bin ich wieder fett wie ein Radierer. Du brauchst dich nicht verstecken, da die Vierer. Komm her, lass mich schnell, meiner Söhne. Du kommst mir direkt schief, in meine, ja, in meine. Du wirst in jedem Viertel immer schöner. 2 Viertel noch und du wirst mich sehen. Ich sauf mit täglich an in einer Tour. Das ist der allerbeste Schönheitskur. Ja. Den kriegst du hin. Ja, davon E7 einmal und dann. Ja, das war ich hab mir gedacht. Ja. Thomas Baslecker verabschiedet sich, mein Bruder Herz, vierte gut. Bitte gut, servus. Ja. Alles Gute. Rechtzeitig zum Schwirl kommen. Sagt der Ui, rechtzeitig zum Schwirl kommen. Ja, wir sind schon quasi fast am Schluss. Der Franz verabschiedet sich ab, vierte gut, servus. Bitte gut, servus. Grüße nach Dernitz. Ist halt irgendwas in Dernitz, also alle Dernitzer jetzt da dran, oder was? Ah, da geht's, schaut sich an. Was ist heute? Gibt's irgendwas? Ich habe schon so ewig nicht mehr, wirklich ewig, damit rede ich jetzt von Jahren, keinen Hauptabendfilm oder sowas Ich mehr habe mir gesehen. gestern in Tatort angeschaut. Wirklich wahr? Ja, Schau ich mir nur ein in Börne deutscher an. Tatort war das. Ich schaue nur in Börne an. Ein deutscher. Ja. Hat dann eingeschlafen gemeinsam. Also, Ja. Nein, ich mag die nicht. Die sind mir alle außerdem, die sind immer so im Jugend, belehrend. Drogen, Sexmilieu, so war das gestern. So eine 15-Jährige, die am Strich gegangen ist, aus eigenen Stücken gegangen und so. Gemeinsam mit ihrem 17-jährigen Freund und so. Ja, Jugendstrich und so. Also, spannend. Nein, es ist super. Robert Luthi, wird es einmal ein Brennraumkonzert geben? Na, schauen wir mal. Wie gesagt, vielleicht schauen wir mal, ja. einen Heurigen. Ja, warum nicht, ja? Ja, bin mit Zonko im Gespräch darüber, wie wir das tun. Das schauen wir mal. Wie man tun. Ja, wir müssen ja zeitlich zusammenkommen, das ist eigentlich die Hauptschwierigkeit. Alles andere, finanziell, das kommen wir irgendwie zusammen, das war's. Am liebsten war es mal bei mir in der Nähe, wo man das macht. Ja, ne, da kann ich sehen, dass da was kommt einmal. Geh du, spiel einmal, sagt der Franz Brandwein. Geh du, spiel einmal. Ja, na so, das ist Geh du. Geh du, geh du, geh du. Also einmal, geh du. Einmal, die 7, geh du, die 7. Einmal, die 7, geh du. Ja, haben wir schon ein Lied geschrieben, brauchen wir noch einen Text. Nein, jetzt machen wir echt was. Ein Blitzkomponist. Ja, ich hab gekriegt, wie ich das Flieg mit mir zum Mond als Video aufgestellt habe auf Facebook. Also nur so den einen Durchlauf. Es hat total viel Zugriffe gehabt. Es haben irrsinnig viele Leute gesagt, das könnte man jetzt noch spielen zum Abschluss. Machen wir es zum Abschluss, ja. Flieg mit mir zum Mond. Fly me to the moon. Und der wie der Kassen Cole Hunter wird auf Deutsch geheißen. Nikolaus Jäger. In Amerika Niki Jäger, ja. Als Cole Hunter. Der hat also Jäger auf jeden Fall, das weiß ich noch, ja.
Und der hat gespielt, also der hat geschrieben einen deutschen Text zu Fly Me to the Moon, nämlich Flieg mit mir zum Mond. Und das wollen wir euch jetzt spielen. Schauen wir, alle sind für Zugabe. Ja, wir spielen ja. Ich komme da dein Gesicht, Michael, das haben wir schon gespielt heute. Da muss ich das nochmal anschauen. Ja, haben wir schon Das haben wir schon gespielt heute. Geburt mir durch dein Gesicht, sonst hätte man das gerne erfüllt. Haben wir schon gespielt, wie die Bayern? Das haben wir schon gespielt, das haben wir schon austrunken. Nein, das ist noch da. Das, Ja, die müssen wir schon. Soll Also ich da dann einschenken? wären es noch 2 Liter, aber die trinken aus vorher. der Schluckerl darf ich schon mal vielleicht nicht. Ein kleines Schluck. Also solange das Flasche nicht leer ist, können wir eigentlich nicht Da auf. geht man nicht auf. Ja, nein. Das muss eigentlich schon. Ui. Die Mama ist dahin, fertig gut. Führt euch. Papa, Mama, schön. Ein Schlückchen. Schön, Liebe dass- Gerda, Papa. Ah ja, ja, die schauen sich dann an. Sicher heute irgendein Film an. 20:15 Uhr. Benjamin Rödiner, Leiwand, wie immer, danke dir herzlichst. Uns gefreut. Danke. Warum gefreut es uns? Erstens, weil es uns taugt, was wir da machen, so für uns jetzt. macht einen Spaß. Aber vor allem, weil es dabei seid. Ja? Und weil da leibende Meldungen sind, weil wir da irgendwie in einem. Weil wenn ihr nicht dabei seid, machen wir es nicht. So ist. Also daher ist es ein gemeinsames Hurra. Hat einen Schluck Wasser dazwischen? Ich hab keins mehr. Wo ist die Wasserflasche? Was soll die bei mir stehen, die Wasserflasche? Weißt Ja. du, das ist Prost. danke. Schau her, jetzt haben wir was. Der Thomas Faber, Mama, bitte schau over. Das können wir machen. Ich hab mir gedacht, wir machen Fly Du Ja, verzettelst dich, mein Lieber. Das ist ein Wahnsinn. ja. Aber Und dann machen wir Mama. da machen wir zuerst Ja, Mama und mit ja. Freimi. Hör mal auf. Nein, machen wir zuerst Freimi, ist ja wurscht. Das ist ja wurscht. Es ist ein schweres Arbeiten mit Ja, denen. jetzt machen wir Mama. Naja, aber nach 7 Monaten ist er verheiratet jetzt. Das lassen wir es. Und heute ist er brav und die Susanne ist so stolz auf den Thomas, dass er normal ist. Oder was hast du gesagt? Dass er brav ist. Ja, das sagt meine Freundin fast nie. Also, dass ich brav Keine Ahnung. bin. So haben wir Das nicht ist sehr selten. Ja, das hat es auch nicht gesagt. Danke für Ihren wöchentlichen Einsatz, sagt der Benjamin. Benjamin, das ist ja kein Einsatz. Das ist, Ja. aber ich lieben herzlichen Dank, was du sagst. Das ist schön. Aber es ist kein wöchentlicher Einsatz im Sinne von, weiß ich nicht, Wie wie. er dann spritzt. Ja, ich mache dann Gespräch. Aber wir machen das gern und natürlich ist es gern gemacht, aber wie gesagt, ohne euch hätte das so gar nicht funktionieren. Ja, danke für den super leibenden Abend, sagt der Roman. 4 Vierteln, ja, Ja, ja. das 4 Vierteln sind ein Liter, das müssen die mal anschauen. Ein Lied, das habe ich geschrieben, das müssen wir anschauen. So, auf alle Mamas, ja. Mama, ich bitte schon, aber ich sehe da. Mama, ich bitte dich schon. Ich bin's, der blöde Bub. Wirf mir den Schlüssel da oben. Hilf mir, das Haus da ist zu. Spät ist die Hände nicht so, du wirst die anderen tun, aber das Haus geht, ob ich mich genie. Mama, ich war so blöd, geh sag's dem Vater weg, weil mir sonst nicht spielt. Zwei große Buben, die schufen Kreuzer, aber schon draußen. Ein kleiner bleibt bei einer stehen. Das Milchgeld hat er in sein Handel, spült mit und ist gleich in der Höhe. So hat es mit dem Bullen begonnen, und dieser kleine Bulle war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist er nichts Gescheites geworden außer mir. Einer hat immer das Sommer, einer muss immer verlieren, aber ich hab mein Leben lang das Sommer, weil ich vom Krieg ein Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Krieg ein Stiefkind bin.
wir zum Mond und dann spüren wir mit den Sternen. Ich möcht mit ihrem Jupiter die Vogel singen her. Anders gesagt, halt meine Hand. Anders gesagt, komm her und küss mich. Bleib für immer da, wir haben uns so viel zum Erzählen. Ich möcht mit dir vom Himmel die Sterne überstehen. Anders gesagt, komm her zu mir. Anders gesagt, ich bleib für immer bei dir. Resa Solana. Anders so, komm her zu mir. Anders so, ich bleib für immer bei dir. Einmalig. Einmalig, einmalig. So, jetzt trinke ich noch aus und dann kommt aber die nächste, dann machen wir eine Schlussnummer. Dann haben wir es. Ich muss noch schauen, was noch. Der Günther sagt, ihr müsst jetzt 5000 Zuschauer haben. Ja, Günther, der Punkt ist der, wie soll ich sagen, wir haben heute gehabt immer so ein bisschen über 30 und wenn ich jetzt sage, ich gebe dir recht, ich danke dir, wenn du sagst, das ist so leibend, das müssen wir hören. Aber, Dankeschön. Danke, ganz aber wir haben überhaupt gar keine schlechte Empfindung, weil wir sagen immer, wir spielen ja nicht für die Leute, die nicht zuschauen, wir spielen für die Leute, die zuschauen. Und das schon wurscht, 20, 30, 5000, wurscht, die zuschauen. Für die spielen wir. Und wenn es mehr werden, ist es schön. Wenn es einer ist, der Freude hat, ist es auch schön. Ich sage es, wie es Genau ist, so ist aber es, ja. natürlich auch geschäftlich betrachtet, wenn es mehr sind, ist kein Fehler, aber vom Spaßfaktor her ist es wurscht. Wirklich wahr. Solange es alle leibend sind, und das ist ja da der Fall. Genau Ja. so ist es. Da kann die Genau Woche so bloß ist gut es. anfangen, sagt der Hubert, und das ist gut so. Danke, freut sich schon. Jawohl, den Wein wassert man nicht, aber ins Wasser darf man weinen. Franz Brandt, ui, wo bin ich denn jetzt da hingefahren? Jesus, nein. Jesus, nein. Michael Karel hat sich verabschiedet, Dankeschön. Die Tonja, Michael, viert euch gut, schöner Montagabend. Ist wirklich schon so spät, viert euch gut, Roman, ja, wir müssen auch los. Ja. Ja, die Susanne sagt, Patrick, du hast uns allen vorige Woche gefehlt. Ja, stimmt natürlich. Ne? Es tut mir sehr leid, aber Ja. ich habe es mir auch gefällt. Das ist, weil ich daheim gelegen, geschlafen habe ich, Fieberträume, Ja, siehst du, die Daniela Schüttel. Schüttelfrost und sonstiges. Ja, aber es ist Gott sei Dank vorbei. Gott sei Dank hast du dich mit einer Weinkur wieder hochgebracht. War meine Amoxicillin-Kur. Ja, das ist das Gleiche. Aber es wirkt ja nur, wenn du weiter zu trinkst. Ist es nicht? Du, die Daniela Schlegel hat eine gute Frage. Nämlich? Bitte, ich bin ganz ohr. Gibt es eigentlich ein Geburtstagswienerlied? Nicht, dass ich Nein, wüsste. ich weiß auch nichts. Nein. Nicht, dass ich wüsste, ja. Kein Ja. Geburtstagswienerlied, ja. Ja. Sollte man schreiben einmal. Der Günther, ich habe es ja auch vom Können gemeint. Ja, wissen wir. Wenn wir sind eine Elite-Truppe, sagt der Franz Brandwein vollkommen richtig. Absolut, das ist sicher genauso. Jawohl. Naja, Geburtstagswienerlied, siehst du, das müsste man. Weiß ich auch nicht. Meistens geht es nämlich ums Sterben im Wienerlied, nicht? Und sollte noch mal einen Geburtstag. Das ist Geburtstag, nein, das ist wahr, ja. Nein, gibt's keins. Leider. Tauflieder gibt es, aber Taufe. Geburtstagslieder. Ja, meiner Taufe. Das habe ich schon so lange nicht gespielt, jetzt kann ich es wieder nicht mehr.
Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Weißt du was, wir verabschieden uns in so einem Lied mit einmal im Monat der Pfeife auf Jazz. Mit dem Lied verabschieden wir uns jetzt da. Weil das ist ein Lied aus einer Zeit, Ende 50er Jahre, 59 sowas, ist es verlegt worden. Und das ist ja so, da hat man noch zu allem modernen Jazz gesagt. Also da hat es klassische Musik, dann hat es die Volksmusik und dann hat es Jazz gegeben. Jazzmusik. Und der Jazz war alles andere, was modern Jazz. war. Also Schlager und so, das war alles schon Jazz. Ja. Die Jazz hat das. Die Jazz. Ja. Oder mitunter, ja. Die Jazz. Und Also das Lied heißt ja einmal im Monat Pfeife auf der auf der Jazz. Ja. Auf der Jazz. Ja. Ja. Und das passt eigentlich ganz gut. Oder heiße Musik, hat man auch gesagt. Ja, das war das später. Die heißt 50er. Ja. Aber so, man hat aber zu irgendwas Ja, ja. modern hat man Jazz Ja, ja. gesagt. Also da hat es keine Unterscheidung gegeben, da war alles Jazz. Ja, und mit dem Lied verabschieden wir uns. Das ist so, bringen wir es zusammen, ich glaube schon. Aber ich sehe, Was für Ton? Sag mal die Ton, dann bin ich schon dabei wieder. die tue wie die Häuserbuben. Gut, schon unterrichten. Meine Herrschaften, wir sagen herzliches Dankeschön, schön, dass du dabei Ich warst. danke euch auch ganz herzlich. Und wir freuen uns. Und wer war das jetzt vorher mit? Scheiße, ich übersicht das alles schon. Ich übersicht das. Der Günther, genau. Der Günther hat es gesagt mit den 5000 Leuten, Zuschauer. Wir machen das so, wie es früher beim guten alten Einzelhändler noch üblich war, wenn man gekauft hat und dann das Geschäft verlassen hat, dann ist der Verkäufer oder der Chef hinter der Pudel 4er gegangen, hat die Tür aufgemacht, hat den Kunden entlassen mit den Worten, empfehlen Sie uns bitte weiter. Und das finde ich irgendwie, Mein Kompliment. das finde ich irgendwie eine schöne Sache. Ja. Also in dem Sinne, ihr wisst ja, wie das geht, in den Online-Ebenen, aber ihr wisst auch, wie man es privat macht, einfach drüber reden und uns empfehlen. Und das war für uns eine ganz tolle Das ist Geschichte, das was ich das Wichtigste. mache. Da sagen wir jetzt schon Dankeschön. Dankeschön. Wir freuen uns auf bald, spätestens nächste Woche Ein wieder. Schlückchen noch. Spätestens nächste Woche. Bei der nächsten 16 beim Pavlatschen wieder und ja, bis dahin ein dickes Busel, habt eine schöne Woche, eine schöne Zeit und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen, hören, schreiben oder was auch immer. Bleibt mal gesund. So schaut das Allerwichtigste. Und habt Spaß am Leben. Richtig, dann haben wir schon Ganz gewonnen. einfach. Dann haben wir alle schon gewonnen. Viert euch gut, Papa. So, und du sagst jetzt nochmal die Tonart. Du. Ja. Einmal im Monat der Pfeife auf Jazz. Ich hab vom Vater so eine Adresse. Ich nehm mein Mann und fahr nach Grinzing hinaus. Und dudeli durch Haus. Spült's erst die Schrammen, da wird man nicht fad. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, hab sonst kein Verdiss. Einmal im Monat der Pfeife auf Schiss. Und dann dudeli und dann dudeli und dann dudeli los. Gestern hat mein Vater gesagt, heute gehst mit mir. Da gibt's gar kein Widerred, wenn ich zum Wein die vier. Dort haben wir den Schramme gelauscht, wir waren für alles verloren. Und vom Wiener Lied berauscht, hab ich mein Vater geschworen. Einmal im Monat der Pfeife auf Jazz. Ich hab vom Vater so eine Adresse. Ich nehm mein Mann und fahr nach Grinzing raus. Dudeli durch Haus. Spül's erst die Schramme, da wird man nicht fad. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, hab sonst kein Verdiss. Einmal im Monat der Pfeife auf Schiss. Und dann dudeli
schaut's aus. Viert euch, Papa. Schöne Woche. Viert euch. Viert euch.